Meier das so, dat man geguckt hun an der ganze Diskussion um Nuklearenergie, die am Moment gefordert gëtt, wieviel dann Lützeburg de Staat via de Fonds de Kompensation vun der Rentereserve wirklich investiert an Betreiber vun zentral nuklearen. An mo hunn beim Gréessten ugefangen EDF, déi och Katenon bedreiwen an mo feststalt, dat Investitionen gemet ginn an Hecht vun iwwer 43 Millionen Euro. Und das ist natürlich komplett am Widerspruch zu dem, was die Regierung sieht, dass sie wählt einen Stopp von Katenon bewirken, dass sie will Abfluss wollen auf die französische Regierung. Also es ist komplett widersprüchlich, wenn ihr da gesagt, dass sie auf der anderen Hand 43 Millionen der Firma gibt, die Katenon betreibt, an die Demandeur ist, wie das weitergeht. Für uns gibt es zwei Hauptkonklusionen. Die eine ist die, dass man uns bestätigt, gesehen ob ein ganz dramatischer Weise und also Kritik und dem Gesetz von 2004, wo wir die einzige Partei waren, die das Gesetz nicht mitgestimmt haben an der Chambre. Und wir halten an unserer Forderung fest, dass das Gesetz misst aufgeschafft gehen, dass es misst zurückgezogen gehen. Es kann nicht sein, dass die Rentereserve spekulativ und der Börse angesagt wird, an Entreprisen investiert wird, die zum Beispiel Nuklearenergie produzieren, die Betreiber sind von Atomzentralen. Das ist die erste Konklusion. An die zweite ist die, dass wir gerne hätten, dass die Rentereserve nachhaltig investiert wird an Sozialprojekten, an ökologische Projekte, an nachhaltige Projekte hier zu Lützeburg und an der Region.